Ja, Ride, please. Ride. Hat er ein neues Video hochgeladen? Ride 94. Ja, das ziehen wir uns rein. Auf das habe ich jetzt übel Bock. Yes. Ah, geile Ton, Digga. Nice. Ein kleines Update-Video zwischendurch. Der nächste Kroatien-Teil kommt schon diesen Freitag, also keine Sorge, da kommt natürlich noch was. Ich habe Besuch aus Hamburg bekommen, wollte die Chance nutzen, bin mit ihm zu den Buchenegger Wasserfällen gefahren. Ist natürlich was Neues für ihn. Und heute gibt es auch eine kleine Review über mein Equipment. So wird das Video ausschauen. Und ja, da ist es schon, der Stefan. Ersten Sprung schon absolviert. Bro, ey, no front an Ärgerenbach, aber das sieht echt viel geil aus. Milo, bist du noch im Chat? Milo, gibt es irgendwo bei den Ärgeren eine Stelle, wo man so Shit machen kann? Das wäre, wenn es irgendwo eine Stelle gibt, wo man von weit oben in die Ärgeren reinkumpen kann, bin ich dabei, Digga. Bin ich dabei. Aber Rani top, aber arschkalt und arschkalt. Wir haben ja auch 3 Jungs noch getroffen, zufällig. Die Jungs sind von hier, denke ich, werden wir auch. Schau mal, wie sie sich freuen, dass sie ihn drauf haben. Yeah. Ein paar Sprünge sehen. Auch die zweite Runde haben sie gut runtergebracht. Update zu meinen Knien, das sieht so aus. Ich kann einigermaßen gut gehen, was echt super ist. Ich war beim Arzt. Er vermutet auch, dass wieder die Innenbänder was abbekommen haben. Ich habe jetzt nächste Woche einen MRT-Termin. Da wird dann genaueres festgestellt. Und Er hat sich auch verletzt gehabt. Er hat sich verletzt bei einem Sprung von einer Brücke, wo 27 Meter oder höher, ich glaube höher. Ah, das ist schon crazy. Nein, es war 38 gewesen. Und wenn du halt nicht gerade eintauchst und du das Knie unter Wasser so rausdrücken kannst. Nein, das ist etwas so unangenehm, wenn ich das Video schaue vom Nilay, Digga. dann kann ich dazu noch mal ein bisschen mehr sagen. Wir schauen noch, was die Jungs so machen. Ob es jetzt noch mehr Sprünge vom oberen Wasserfall gibt oder ob wir schon auf den größeren gehen. Bin sehr, sehr gespannt. Mega krass, er hat direkt durchgezogen. Ich glaube, es waren 18 Er ist einfach runtergekommen. Durchgezogen. bis 20 Meter. Müsste auch mit sein höchster gewesen sein. Wir werden ihn gleich mal fragen. Sehr, sehr überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen auch die Perspektive nicht super gewesen. Vielleicht können wir für noch einen Sprung überreden. Schauen wir mal. Super krasse Höhe, mega Respekt gehabt, war gut rausgekommen. Und dein höchster Sprung, denke ich mal, oder? Ja, und der höchste Sprung, das war schon echt krass, Mann. Saukrank. Guter Start in den Tag. Ja. Dann würde ich sagen, da kommen die 25 noch, oder? Boah. Boah, das sieht aber geil aus. Holy shit, Mann. Ey, der Marc, der Can und ich gehen das Wochenende wieder auf einen Roadtrip. Wir gehen auf einen Roadtrip und wir gehen ins Verzaska-Tal. Verzaska-Tal. Und dort sieht es ja ähnlich geil aus. Oh, ich bin hyped, Mann. Wenn ich das sehe, yes. Yes. So nice, Alter. Du kannst einfach hier reinjumpen, dann hier rausgehen und dann wieder hier reinjumpen. Sehr, sehr nice. Somit war das auch der letzte Sprung von den Jungs. 25 sind es nicht geworden, aber Thomas und ich haben noch einen Sprung gemacht hier. Ist schon eine Weile her. Sag mir, was wir am Kaffee Latte ändern müssen und wehe, du kaufst es dann nicht. Nein, ich kann das nicht beeinflussen, also Spaß. Schaffst du? Digga, Rahel, schaffst du bei Emmy Kaffee Latte? Oder ich bei Emmy, oder wer das macht? Zu wild. Ja, den habe ich aber nirgendwo gezeigt, deswegen schauen wir uns die noch an. Da gibt es zumindest so noch den Sprung aus 25. Wow. Halfin Triffes, sagt man dem Trick. Aber Double Suki, Double A von Thomas, einmal nur geisteskrank. Jetzt geht's los mit meinem Equipment. Wir fangen mit der Drohne an. Das ist die Mavic Mini. Habe ich schon mal in einem Video eigentlich gesagt, aber ja, doppelt hält besser. Deswegen schauen wir uns das Ding mal an. Da haben wir das gute Stück. Es passt super in die Hand rein. Double Suki. Ich bin so lost. Kann man nicht sagen, Half-In-Triff? Ist ein Sukahara nicht eine Schraube zu Backflip? Oder bin ich, Digga, bin ich komplett lost. Digga, bin ich komplett lost. Half-In-Dub-Back-Out. Okay, ja, das zählen wir. Half-In-Dub-Back-Out. Aber das ist auch Half-In-Triff. Weiter geht's. Ich habe nicht nur eine GoPro 7 Black, ich habe 2. Viele fragen sich, wie ich es mache. Ich habe hinten einen Floating dran, nehme den dann in den Mund. Sieht ein bisschen dämlich aus, aber gibt super Shots.
Leute, Chat, jetzt beim Meer. Oh, Digga, Mann. Ich wäre so gern beim Meer jetzt. Ich gehe vielleicht noch das mit meinem Kollegen auf einen Roadtrip Richtung Südfrankreich, weil ich habe auch gerade so das Bedürfnis in den letzten Tagen, einfach ans Meer gehen, einfach noch ein paar Tage Ferien zu erleben, keine TikToks machen, kein YouTube-Video vorproduzieren, beziehungsweise alles vorproduzieren und einfach mal 3-4 Tage Auszeit nehmen, weil ich so hyped. Ja, also bei Emmy, aber nicht dort, wo wir Kaffee Latte herstellen. Ah, Digga. Aber vielleicht kannst du mal den Kontakt durchgeben vom Marketing-Team. Ja, jetzt ist es nicht mehr so crazy. Ich finde, die Reide können wir zu so einem kleinen Stream-Insider machen, dass wir uns da ab und zu geben. Weil ich fühle eigentlich dem seine Videos noch.